Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ja, wir sind vorgestern rausgekommen hier durch den Dungeon, haben jetzt noch ein rotes Juwel gefunden, perfekt. Und da steht auf einmal blauhaarische Frau vor uns. Ich hab dich beobachtet. Wie ich kannst doch du der Gestalt ändern. Ich bin Lilly aus... Ich wusste damals nie, ob man Itori dazu sagt. Damals als Kind in, sagen wir mal, in Ermangelung an Englischkenntnisse habe ich nur Itori dazu gesagt. Aber ich denke mal, das spricht man wahrscheinlich Itori aus oder sowas. Der Pflanzengeist ist mein Beschützer. Wie kannst du eine Melodie kennen, die nur in Itori bekannt ist? Ich habe es von meiner Großmutter Lola gelernt. Das hat sie immer gesungen, wenn sie besorgt war. Ich habe hier einen Kuchen probiert. Er schmeckt sehr seltsam, findest du nicht auch? Du kennst meine Oma? Ja, sie hat mich gebeten, dir beizustehen, wenn du den Grab bist. Das klingt aber nicht gut. Ich werde gerufen, ich muss gehen. Oh Gott, wer ruft dann so? Das Vieh will ich nicht sehen, was so ruft. Wir werden uns wiedersehen, Will. Leb wohl. Okay, na dann, mach's gut, du lustiger Pustekuchen. Und fort ist er. Na gut, na gut. Tja, jetzt sind wir im Schloss vom Ede wieder. Und, tja. Im Keller gelandet. Da, wo der illustre Kaspar uns doch noch den Weg versperrt hat. Na? Nix, ne? Okay. Ich will immer nur ganz sicher gehen, dass hier wirklich nichts ist. Nicht, dass ich da eventuell ein rotes Juwel verpasse. Man will ja hier definitiv alles mitnehmen, was man hat. So, na, nix. Ach, schöne Musik. Wunderschöne Musik, ne? Okay, da haben wir nix. Nix. Allerhaupt, man will ja wirklich einfach nur vorsichtig sein. Gut, hier ist auch nichts Neues drin, oder? Ich vermute mal nicht, dass ihr hier über Dachschicht hier rote Juwele reingestopft habt. Nö. Okay, ich war mal irgendwie sicher, dass da rotes Juwel drin war. Aber na gut, scheint wohl so zu sein. Was ist hier mit euch? Nichts. Ja, was ist mit dir? Oh, okay. Und du? Oh, du bist aus dem Gefängnis geflohen. Vertrau mal, wenn ich das sag, dass du von hier verschwinden sollst, wenn der König dich findet. Und dann jetzt aber zappetust da. Gut, dass die Soldaten dort noch etwas freundlich gestimmt sind. Okay, der pennt doch auch hin, ne? Und was ist mit dir? Möcht Kara mit dir mitnehmen? Lass dich vom König in der Wische. Bitte acht gut auf die Prinzessin. Warte, hopp. In der Säule hat sich keiner versteckt und immer noch das Doseöffner-Problem. Ich muss wohl. Ja, die hat immer noch keinen Doseöffner. Und wie schaut's hier aus? Aha. Was ist mit dir, du Sabberjockel? Ja, der pennt. Hallo, Kara. Ich hab's gewusst, dass du kommst, danke. Hat die Wache draußen gepennt? Sein Spitzname ist Alti Schnarchnas. Er schläft sogar im Steher. Der kleine Ferkel ist gekommen und... Ich hab ihn Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als andere Schweine. Bitte nimm mich mit. Oh, Allah. Jetzt klebt sie dran wie ihr Kletter. Egal wie schnell ich renne, ich krieg sie nicht los und die steht mir jetzt leider irgendwie bei. Naja, mit Prinzessinnen Rette kennen wir uns ja aus mit unserer Pelzer-Let's Plays. Das kommt halt immer mal wieder vor. Oh, warte, das ist ein langer Weg. Wir sollten Nahrung mitnehmen. Kommst du mit mir in den Keller? Ja, gut. Machen wir das halt so. Hast du eigentlich auch wieder recht. So. Was ist hier? Große Jackkeule gefunden. Äußerst episch, ja. Schmeckt bestimmt auch urköstlich, wenn es hier in so einem Eichefass gelagert ist. Jetzt haben wir alles, lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Ja, auf das zweites Mal kann ich so ganz gut verzichten, denke ich. Wir haben jetzt schon 4 rote Juwele gesammelt. Jackkeule, ein Festschmaus mit Grüßen von Schloss Edward. Erlaub. Gut, dann machen wir uns auf die Socke und gehen gleich los. Endlich geht's los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mal Sorgen um deine Großeltern. Ihr eilt zu Wills Haus. So. Tritra, trullala. Und Itori, woher die
das andere Mädel kommt, haben wir ja auch links in der Karte gesehen, bevor es losging. Ach ja, das finde ich aber auch schön, dass es dann zu zweit so angedeutet ist. Ja, man muss sich natürlich immer genordet hier zu dem Ort bewegen, dass man den betreten kann. Das ist oberst die Pflicht. Immer nördlich stellen, immer genordet. So muss das sein. So, Wills Haus. Das sieht ja aus wie bei Hambleton am Sofa hier. Was ist denn da passiert? Ja, genau das. Was denn passiert? Schrecklich, wer kennt sowas gemacht haben? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill, Oma Lola. Entschuldigung, das habe ich jetzt mit der Kara-Stimme vorgelesen. Natürlich, Großvater Bill, Oma Lola. Ich guck aber noch. Wenn man Gelb nämlich von Pink trennen kann, ja, dann hat man irgendwie auch ein großes Problem. So, wie sieht's dann hier aus? Will, komm schnell rauf, ich habe etwas entdeckt. Das klingt aber nicht so gut. Was ist denn das da, wovor sie da steht? Sieht aus, als wäre das Symbol von jemand. Was ist denn passiert? Du, an der Wand. Das Zeichen vom Schakal. Der Schakal war hier. Der Schakal? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mama. Das Böse wohnt in ihm. Er hat keine Skrupel. Nix kann aufhalten, wenn er jemand jagt. Das Leben von einem anderen bedeutet ihm nichts. Aber warum meine Großeltern? Ja, vielleicht hat hier der Butzenickel von der Pusteblume Ahnung. Hab keine Angst, ihr beide. Du bist diejenige, die... Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was passiert ist? Sorg dich nicht, der Großeltern sind beide in Sicherheit. Die sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Itory. Ich habe noch nie von dem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist in einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Komm mit, Will. Na gut, ich komm. Ich will auch mit. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Papa ist König, ich mach was immer ich will. Ich mag das Mädel nicht. Ja, kann man verstehen irgendwie. Ich weiß, dass alles gut wäre wert. Was ist mit dir? Sollte man nicht mit der Bewohner reden, bevor wir gehen? Es kann dauern, bis wir wieder hierher kommen. Okay. Dann überlasse ich euch eurem Zickekrieg. Einverstanden, es ist besser, wenn wir wissen, woran wir sind. Ich weiß, dass alles gut wäre wert. Okay, dann lasse ich euch mal alle. Hoffentlich schlacht ihr euch nicht die Schädel ein. Und da ist nichts. Alles klar. Dann reden wir doch noch ein bisschen mit den Leuten zum zweiten Mal. Ja, die erzählt uns das mit der Händler. Der verkauft Waffe. Aber immer noch nicht an Kinder. So ein Kerl aber auch. Ja gut, der kocht immer noch hier in seinem rachenden Topf. Und was habt ihr noch zu erzählen hier, Kinder? Ihr spielt immer noch Ochs am Berg. Immer noch genau dasselbe erzählen sie. Ja. 1, 2. Sowas haben wir es eigentlich nie gemacht. Wenn wir das gespielt hätten, haben wir einfach immer nur Ochs am Berg gesagt. Ja, da hat immer noch der Stern. Was ist dann mit Eriks Eltern? Und ja, natürlich. Du, bla bla bla, immer noch dasselbe. Erzählen alle immer noch dasselbe hier, die Leute. Ja, der brennt immer noch der Kittel. Und rotes Juwel finde ich trotzdem nicht bei euch. Verschämtheit. Dann sollten wir auf jeden Fall unser rote Juwele mal dringend bei dem Händler eintauschen. Und dann könnten wir noch mit unseren Kumpels sprechen. So. Ja, okay. Immer noch dasselbe, bla bla. Immer noch hier, ach. La hopp. Gut. Dann sieht es wohl wirklich so aus, als hätten wir sonst nichts mehr zu erwarten. Da fliegen immer noch die Töpfe. Nö, nett. Okay. Sieht's bei euch aus? Ja, der macht immer noch mit seinem Geld. Gut, das sieht alles soweit so gut aus. Dann gehen wir zuerst noch zum Händler mit der roten Juwele. Das bist nicht du. Okay, dann bist du das gewesen, genau, der sich auf dem Dach versteckelt hat. Boah, ja. Bewahr mal Juwele auf. Danke, Chef, hast Vertrauen. Ich will die Juwele gut hüten. Hast derzeit 5. Hast mehr als 3 gesammelt, deswegen kriegst du Heilkräuterle. Ja, danke. Mehr als 5 hast du auch noch gesammelt, deswegen kriegst du noch Abwehrkraft. Merci. Wie sieht denn das Angebot eigentlich aus? Das haben wir derzeit. Lebensenergie ist ab 8 rote Juwele dran. Stärke wird ab 12 erhöht. Die Psychokraft bei 20. Dunkle Kraft kriegt man auch noch bei 30. Und Geheimnisse gibt es ab 50 rote Juwele. Okay.
Gut. Ansonsten erzählt er auch wieder nur selber. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich hier tatsächlich im Laufe des Spiels alle rote Juwele finde. Ich weiß nicht, ob ich das auch jemals selber hingekriegt habe. Ja, okay. Was mit dir, Will? Du siehst so bedrückt aus. Will schon mal drüber retten? Was ist los? Du benimmst dich nicht so wie der gute alte Will. Na, der Knarsch hat mich verändert. Okay, die wollen anscheinend auch nicht. Oder mit denen ist nichts Großes möglich. Und der lacht immer noch, dass er gewinnt. Verzählen immer nur dasselbe. Ich hock mich zu euch. Ach, gute alte Zeit, ne? So. Dann wieder zurück. Na gut, dann scheint das wohl alles gewesen zu sein. Wir könnten höchstens noch zum Priester-Lehrer gehen. Könnten wir den noch mal ein bisschen erzählen. Warte mal. Da in dem Fessel ist aber nichts drin, ne. Okay, was ist da mit dir, du? Ja, der denkt, ich hack was aus. Sieht nicht so gut aus. Allerhopp, und was ist mit dir, du? Ja, verzählt immer das selber. Gut, gut. Dann haben wir auch wirklich nichts verpasst und man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte nicht nochmal mit den Leuten gesprochen. So. Sphärenportal, natürlich will ich das. Und weiter geht's. Das Speichern macht hier auch ein lustiges Geräusch. Das macht zwar andere Spiele, glaube ich, nicht. Das Speichern so ein Geräusch hier macht. Ansonsten wird einfach nur gespeichert und fertig. Das ist also der schwere Prozess des Speicherns. So klingt der. So, dann, die hocken wir mittlerweile am Tisch. Oder nicht? Was ist mit dir? Ja, die erzählt nur dasselbe Quatsch. Was war dann da? Na gut, dann kommen wir jetzt zurück, wenn ihr mit allem fertig seid. Ja, okay, gut. Ich bin sicher, dass alles gut wäre wird. Wenn ihr bereit seid, können wir aufbrechen. Du hast aber eilig. Warst du hier und jemals zum Schloss weg? Nee, deswegen will ich mir euch ja anschließen. Wisst ihr überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund. Verstanden? Wie er einfach nur die Aare schließt dabei. Hey Will, bist du nicht auch mein Freund? Ich gehe ins Dorf. Das ist so gut wie, da ist ein Salat. Ja, komm, sag mal klar. Ich freue mich, Will. Komm, gib mir die Hand. Zusammen beginnen die Dreierreise zu Lillys Dorf. Wobei ich sagen muss, ich mag Lilly eigentlich eher. Die ist bodenständiger. Das merkt man schon gleich am Anfang. Kara ist halt wirklich so kleines verwöhntes Mädel, was die Welt erst kennenlernen muss. Das kennt man ja sehr häufig als Stereotyp für Spieler. Das typische verwöhnte Mädel, was die Welt noch kennenlernen muss. Mondvolk war noch aber links. Das war ja bei Lilly aus Final Fantasy 9 auch nicht anders, aber Lilly ist mir doch etwas sympathischer. Das ist mein Dorf. Ihr seid sicherlich überrascht, keine Häuser zu sehen. Will, spiel die Melodie, die du von Lola gelernt hast. Hier gehst du, spiel die Melodie. Och Gott, ist so gut. Ich glaube nur, dass ich gerade damit ausgerüstet war. Warte mal, wir können rasch mal wieder Ordnung schaffen. Dann machen wir die lustige Jagdkeule, dann machen wir das da hier. Und dann das und ab dann... Wobei, das ist ja Quatsch. So, jetzt rüsten wir uns erstmal aus hier. Und dann spielen wir die Melodie nochmal. So, ihr seht hier übrigens auch, direkt über den zwei Mädels ist so DK, links ein Herz und rechts die 82. Die 82 stehen für die Juwele, die wir von Gegner sammeln. Und ab dann kriegen wir links dann ein Herz pro 100 Juwele. Und das heißt, dass wir dann, wenn wir sterben, wiederbelebt werden. Das sind unser Leber. Durch die Windgetrage verteilt sich die Melodie über den ganzen Ort. Und auf einmal ist hier auch Musik wie Sau und Gebäude erscheinen. Das ist doch mal geiler Scheiß, oder? Seid ihr überrascht? Eine Barriere umgibt das Dorf, die wenigsten Leute kennen es sehr. Es ist ein uraltes Mysterium. Die Prinzessin nervt langsam. Ständig beklagt sie sich. Ständig vor allem. Ich kann nichts davor, mein Füße tun weh. Alle hopp, dann komm mit mir. Ich zeig dir mal Haus. Okay, ja. Wir gucken erstmal, wo sie hier wohnt. Huch, unsichtbarer Dorfbewohner. In dem Dorf gibt's Kinder im gleichen Alter wie ihr. Bitte werden Freunde. Och, wir geben unser Bestes. Will, schnell hier rüber. Du lebst, der Götter sei Dank. Etwas Schreckliches ist bei uns passiert. Ein Mann, der sich Schakal genannt hat, hat uns mit seiner Scherge heimgesucht. Nur knapp konnten wir entkommen. Selbst der Opa ist in Panik geraten. Dann kam ich auf die Idee, die zu vergiften. Mit dem Stinktierkurre. Igitt. Schließlich bin ich geflohen.
Dankeschön, Lilly. Ich wusste nicht, dass Prinzessin Kara auch Kummer ist. Niemand hat sie gebeten mitzukommen. Das hier ist mein Haus. Guck dich im Dorf um, aber komm dann wieder hierher zurück. Ah jo, mach ich doch. Lilly, warte, ich komm mit. Ja, dann machen das mal. Wir retten hier erstmal mit den Leuten und gucken uns mal hier kräftig um. Holzstapel plus Rampe ist gleich viel Spaß, wie ihr noch sehen werden. So, hallo, das ist anscheinend hier so dänisches Dorf, lauter blonde Frauen. Die Inkas, die hier lebten, waren eine Volk ohne Schrift. Ihr Legende leben in Lieder weiter. Ach, in scheinbar bedeutungslose Melodie steckt ein Sinn. Aha. So. Naja, ich habe jetzt zwar keine mesoamerikanische Archäologie studiert, dass ich mich da großartig auskennen würde, aber die Inka hätten meiner Meinung nach durchaus eine Schrift gehabt. So, die Inka, die Azteke und die Maya dürften eigentlich schon eine Schrift gehabt haben. So, dann haben wir hier noch ein Heisel. Blauhaariger Mann. Viele Menschen kamen hierher, um den Schatz der Inkas zu finden, aber viele von ihnen haben die Ruine der Inkas nie wieder verlassen. Tja, wenn man sich nicht gescheit ausrüstet, ne, dann kann sowas passieren. Ihr habt keine rote Juwele, die ich klauen kann? Die Ruine ist ein altes Grab. Warum störst du sein Friede? Jo, Allah. Es dient doch alles nur zur Dokumentation. So, was ist dann hier? Dahinter haben wir nichts. Das sind alte Klotzköpfe. Und da können wir nicht hochrennen, wie es aussieht. Was ist dann hier? Man sagt, kurz vor der Zerstörung der alten Welt erschienen Boote an dem Ort. Dort noch verbreiteten sich Seuche und Hunger über die ganze Welt. Okay. Renn den Abhang runter und dann immer weiter. Du wirst überrascht sein. Das sehen wir ja dann. Aber offensichtlich ist da auch ein Sphäre-Portal, was nur ich betreten kann. Weil ich halt ein echt cooler Typ bin. Oh, hier haben wir eine neue Psychokraft. Will hat übrigens diese Psychokräfte. Und die dunkle Kräfte, das ist etwas, was uns dann freie Dan besitzt. Aber da ist nämlich eine Will-Statue mit einer Seele drin. Da müssen wir doch natürlich sofort hingucken, damit wir stärkere Kraft kriegen. Und huah! Psycho-Dash-Kraft kann jetzt verwendet werden. Verwandt werden. Hoho, sehr vornehm. Psycho-Dash, alles klar. Nur Will kann der Psycho-Dash einsetzen. Du kannst Hindernisse und Wände zerschmettern, indem du dich dagegen wirfst. Benutzt den Angriffsknopf, um Energie zu sammeln. Das können wir hier mal gleich ausprobieren. Oh, Motor, jetzt leuchte ich grün wie Zaun. Kann jetzt Sache einrennen. Ist das ein geiler Scheiß? Ich bin Gaia, die Quelle von allem Leben. Hör mal Ratschläge. Wills Kraft, das Psycho-Dash. Er kann dort mit Hindernisse zerstören. Ach du verdächtige Stelle. Findest du nie versuchst zu zerstören. Natürlich will ich doch speichern und will auch weiterreisen. So, sehr schön. Jetzt haben wir also was ganz, ganz Tolles gelernt. Also Lerner leuchtet Wille grün. Da fällt mir kein Reim drauf ein. Auf jeden Fall, wenn er grün leuchtet, kann ich Sache einrennen. Leise Stimme spricht zu Will. Ich habe auf dich gewartet, Will. Okay. Du klingst aber nicht sehr leise. Du klingst eigentlich ziemlich Froschkönig-mäßig. Aber dann gehen wir doch mal hier rein und gucken uns doch mal hier um, was hier abgeht. Aha. Oh. Oh. Hören wir das? Das klingt aber nicht so gut. Deswegen machen wir doch gleich mal hier Psycho-Dash. Geiler Scheiß, ne? Und hier gibt's was. Du hast die Inka-Statue gefunden. Inka-Statue A. Alles klar. Interessant. So, das ist nämlich ein Schlüssel, den wir brauchen, ihr liebe Leid. Ohne den kommen wir gar nicht erst zu der alten Inka-Ruine. Und die Inka-Statue B brauchen wir auch noch. Aber erst einmal watscheln wir hier rüber. Huah! Zack. Uah, bis ganz nach oben hat es nicht gereicht. Aber offensichtlich ist das immer dasselbe Weg hier. Warte mal, ich mag gerade hier nochmal ausprobieren. Und wupp, ouch. Okay, ich bin volle Wumme gegen den dappigen Holzhaufen gerannt. Ich hätte gedacht, das ging auch mit dem Holzhaufen. Okay, anscheinend nicht. Na gut, dann geht es wohl wirklich nur, wenn du die Rampe ist. Gut, alle, dann den ich doch mal sagen, ihr liebe Leid.
Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Weil ich jetzt hier meinen Cut setzen werde im Dorf der blauhorige Männer und blonde Frauen. Yep. Das andere ist in einem anderen Ruine, genau, so war das. So. Ich bin nett. So. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn wir zu Lillys Haus gehen. Also machen's gut und bis übermorgen wieder und morgen Journey nicht verpassen. Ayan Yankee.